Kelly? Joel? So, wo wärst du eigentlich die letzte Feiermeint? Das wunderschön, dich um zu hören, aber irgendwie haben wir noch lange nicht von dir hören. Ja, das stimmt. Das läuft das zu fries. Ich habe meine Masterarbeit geschrieben, fertig geschrieben. Oh, gut. Und es war intensiv. Ich bin stolz auf mich, mir auch froh, dass es drüber ist. Und nur Masterarbeit schreiben konnte ich für diese mal eine Woche nicht so viel Produktivsachen machen. Mhm. Und dann habe ich mal eine Reality-TV-Show geguckt. Was du gründest, wird man heute sehen. Mhm. The Ultimatum Queer Love. Heißt sie. Dat Hoi aus Maybe Sachs. Wir schwätzen als Mittwoch über ein anderes Thema zur Sexualität. Von Körperlichkeiten über Beziehungen bis hin zu Sexpraktiken. Maybe Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Als Mittwoch, freitagsmittags um 3 oder auf www.sexpodcast.lu. Na dann, herzlich willkommen an einer neuen Episode Maybe Sex. Willkommen zurück, Kelly. Merci. Ich hatte schon ein bisschen gefährdet, wir gehen über die Master-App. Ich schwätze vielleicht die Leute auch. Wir schwätzen über eine Reality-TV-Sendung. Was tut ihr da auf sich? Also, The Ultimatum ist eine Sendung, wo eine Person unbedingt sich will bestürden und die andere Person sich nicht so sicher ist. Ein Format von der Sendung ist so, dass sie halt durchgehen und dann lernen sie die anderen Koppeln bei der queerer Edition, sind nicht 5 Koppeln kennen. Und dann den zweiten Tag trennen sie sich an den Koppeln, an dem sie kommen sind, wo die eine Person eben ein Ultimatum gehen hat und die andere Person ein Ultimatum kriegt hat. Also sie fangen an, jeder ernst, weil an einer queerer Edition geht das, zu daten und sich eine neue Beziehungsperson zu sichern. Und dann kommen 3 Wochen, wo sie ein Trial Marriage, also eine Versuchsehe, mit der neuen Person haben. Und halt gucken, wie es mit der funktioniert. Und dann 3 Wochen mit der Person, mit der sie kommen sind. Für sich dann müssen sie entscheiden, die Personen, die das Ultimatum kriegen, machen einen Heiratsantrag oder nicht. Und die Person, die den Ultimatum gestaltet wird, die sich voll bestürden, kann sich entscheiden, bestürden ich meine Person, mit der ich komme sind, die Person, mit der ich meinen ersten Trial Marriage hat, oder gehe ich allein hin. Und an der Dating-Show, wie auch ganz vielen anderen Dating-Shows auch, geht es so eine große Erzählung, nämlich You are the one for me. Are you the one for me? Das ist am Anfang die Frau, die sich alles dreht. Was du mein ewig groß lebst, kann ich, und das ist so ein Ding, so die wichtigsten Entscheidungen von meinem Leben treffen. Hast du mich genug gern? Hast mir als gut genug gern, für immer zusammen zu sehen, weil das ist die Decision. Und dann ist drüber. Genau, und so sind ich auf die Idee gekommen für die Episode von heute. Also ich schwätze mal halt über den Mythos von der ewigen großen einziger Lebt. Ja. Ich meine, muss ich nicht wirklich viel erklären, was das ist, weil jeder kennt das irgendwie aus so Sendungen, wie du gerade gesagt hast, aus Märchen, aus Filmen, Serien. Ja, stellt uns schon einfach oft vor, wo könnt ihr eigentlich hier? Dass man alle Leute ein bisschen das Gefühl hat, nicht gibt so die enge Person gehen, die für uns die richtig wäre, irgendwo. Ja, ich meine, es gibt keine einfache Antwort auf die Frage, wo könnt das hier, wo könnt der Mythos hier von der größeren ewigen Lebt, weil es viel gesellschaftliche Strukturen gibt, an denen das sozusagen dran ist. Also ich meine, der Mythos erfüllt viel Sozialfunktionen, für wie als Gesellschaft strukturiert ist, wie wir eine Beziehung setzen, für das aufrecht zu erhalten, so wie du ist quasi. Du weißt, liebe NullstrahlerInnen, bear with us. Wir probieren nicht darauf zu brechen. Es geht um Strukturen, gegen so, oder Joel? Ja, also ich denke, es geht um viele verschiedene Strukturen, die als gesellschaftlich Leben dominieren, die als ökonomisch Leben dominieren, die als zwischenmenschliche Beziehungen dominieren, die einfach ein bisschen über allem stehen. Und ich denke, das hat viel damit zu tun, wie die letzten 200-300 Jahre sich für allem am Westen, an Europa, sich ja, Gesellschaft entwickelt hat, also für allem ökonomisch, dass man eben so eine
Rollenopdelung von Männer und Frauen hatten, an déi halt ass dat Männer schaffe ginn an der öffentlicher Sphäre NRW sinn a Frauen halt Energieméien net schaffe ginn, mit defir ganz viel unbezahlten Erbecht machen, am Haushalt, an Kannererziehung, emotional erbecht, also weiter also fort. An dat klappt halt am besten, wann en sech zu zwei zu summen deet an die Aufgaben halt vun enger Koppel überhol gin, dé sich dann gegenseitig die Aufgaben auffällt, an dat klappt am besten, wann den die Leute un den Neen bënd. Und das klappt natürlich am besten, wenn ihnen erzählt, dass sie zusammen gehören und immer sollen zusammen bleiben. Mhm. Für das hat möglichst reibungslos funktioniert. Das erinnert mich ein bisschen an den Relationship Escalator, über den ich schon ein paar Mal an Episode geschwatzt habe, nämlich die 4 Definitionen, für wie Beziehungen empfangen sollten, geliefert gehen. Nämlich, dass sie sich halt kennenlernt und dann näher den sich ein bisschen dann geht auf Dates. Und dann lernt ihr vielleicht die Freunde kennen von der anderen Person, geht immer mehr in ihr Leben involviert. Dann lernt ihr vielleicht die Familie kennen, dann überlegen sich, ob ein, weiß ich nicht, gedeelten Wohnsitz will haben. Dann überlegen sich, wenn ihr zusammen geplant ist, ob ihr Finanzen vielleicht dealt, ob ihr sich will besteuern. Dann reproduziert ihr sich, kriegt Kinder. Und es gibt so quasi die 4 gefertigten Wege, wie eben dazu könnt, dass die Abteilung von Arbeit gut oprecht erhalten wird quasi, an wie das an der Gesellschaft auch immer weitergeht, sich immer reproduziert. Aber wenn ihr nicht den klassischen Weg, ich mal so, von zusammen ein Appartement lohnen, kaufen, ein Haus bauen, wie auch immer, an der Kannerkrähe geht, das oft als Indikator gesehen von, es funktioniert ab seiner Beziehung nicht. Das ist falsch, weil der Relationship Escalator, also quasi so, die Rolltrap, geht immer weiter rup, aber wenn ihnen will eine Stufe raufgehen, also in Empfang, nicht mit der richtigen Person zusammen, weil mit der richtigen Person gingen all die Stufen ja gut klappen. Und also in Balscher scheitert, wenn ihn an die Vorstellungen von dem Beziehungsweg nicht passt, quasi. Und das ist doch schwierig, das irgendwie gesellschaftlich auszubrechen. Also wenn ich es mal so vorstelle, ich weiß nicht, ob das schon ein probiert hat, über eine Rolltrap Stufe nur innen zu gehen, mit der Bewegung von der Rolltrap ist ja immer weiter nur öffnen. Das ist auch relativ anstrengend. Eigentlich also auch ein Teil davon irgendwie, wenn ich das nicht so eskalieren will. Ja, das sind die Schritte, die 4 sind, und denen sich am besten halten soll, und denen sich auch halt ganz viele Sachen orientieren. Also die Geschichte vom Mariage im Wandel der Zeiten, die können wir nun nicht wiederholen. Und die ist manchmal auch komplex. Aber meistens ist es ja einfach ökonomisch und bei verschiedenen Leuten, die adelig wären, worüber wir dann an der Geschichte mal viel hören, ja auch oft politisch Verbindungen gegangen. Aber ich meine, dass die politischen Verbindungen auch bei nicht adeligen Mariagen teilweise so wären. So wir lehen als Ländereien zusammen an einem Dorf und dafür bestürden sich die Mädchen an mehr Jungen, dann haben sie hier nur eine große Bauernhaft zusammen. Da das ja auch politisch, auch wenn nicht final materiell ist, mit der tut ja auch ein politisch Envergure. Aber worauf ich noch hinaus wollte, der Mariage hat ja final aber auch ökonomisch Vorteile für die 2 Leute, die sich bestürden. Und sie sollen dann immer da ugerecht gehen, für zusammen Kinder zu kriegen, und die zusammen abzuziehen, und denen dann auch, wenn möglich, irgendwie Reichtum weiter zu verirren und so irgendwie Kapital abzubauen und das ganze System Laufen zu halten. Ja. Die Erzählung, die Legende, die Mythos von der ewigen Leben davon, der wir sie finden bestimmt, das ist schon ziemlich zentral für das Gesellschaftsmodell, wie wir ihn haben. Auch für das System zu benennen oder das Gesellschaftsmodell, was natürlich schon mal dran spielt, ist so nicht lange auch von groß wir da sind der Kapitalismus. Aber wenn heutzutage aus einer Form ist, dass so Wettbewerb, Verkauf halt auch immer Teil von unseren privaten Beziehungen ist. An Patriarchat, also das System, den Männer an ihren Ressourcen, an den Attributen, die sie anscheinend haben, mehr hoch setzt wie Frauen. Und ein Teil vom Patriarchat ist natürlich auch Heteropatriarchat. Die Vorstellung, es gibt 2 Geschlechter und nicht 2 Geschlechter, und da sind immer ein von denen 2. Und die beziehen sich auf eine romantische Art und Weise auf einen. Und das verändert sich auch nicht. Also sowohl nicht, wie Geschlecht ihn hat, wie auch, ob wie Geschlecht ihn sich quasi romantisch-sexuell bezieht. Das nennt die Heteronormativität. Und das ist schon immens angelurt an die Systeme sozusagen, an denen wir uns befinden.
Und da willst du auch Heteronormativität, also das ist eine Norm, dass das, was als Normalvorstellung, als selbstverständlich verspürt wird. Und du willst auch oft nicht benannt wird, weil, also was ich aus meiner Erfahrung weiß, oder auch wie die Gesellschaft strukturiert ist, dass halt alles, was von der Norm aufweicht, irgendwie benannt wird. Zum Beispiel, wenn eine Person queer ist oder auf Color ist oder eine Behinderung hat und das, was Norm ist, am Anfang so unsichtbar bleibt. Und ich meine, das ist das schwierig, darunter auch so Normen zu kritisieren, die einfach einen Einfluss darüber haben, wie wir fühlen, wie wir in Beziehungen sind, weil vieles so von der nicht beschwert wird an einer Gesellschaft und so unsichtbar bleibt. Und dadurch auch eben die Strukturen und die Machtverhältnisse aufrechterhalten bleiben. An alles, was du von der aufweicht, muss sich irgendwo erklären. Also gerade bei Beziehungsformen, also dann aber oft so, dass wenn ihr nicht seht, ich will mich bestürzen oder seht, ich habe mehr Partnerinnen, der den dann komisch geguckt hat, der den sich muss erklären, der den auf ein Feuer angelöten und da steht +1, dann gib ihn aber gerne +2 mitbringen, Ja. dann muss ich irgendwie noch freuen. Also du musst dich immer erklären, du stehst immer am Konflikt mit der sogenannten Mehrheitsgesellschaft oder halt einfach mit den Normen, die von hier vertreten gehen, dass du mal nicht immer so, dass die Verein genau das denkt, was die Norm Ja, ist, und das genau das stimmt. lebt, was die Norm ist, aber das halt die Norm, die Idealvorstellung ist. Und ich denke, dass die ewig schläft, da groß mitspielt. Ja, ich denke auch, dass dann also die Gefühle von vielleicht so Scheitern oder Sachen nicht erfüllen, irgendwie präsent sind, wenn ihnen die Normen nicht erfüllt. Und ich denke, dass das auch viel Leute in den Druck setzt, weil es natürlich nicht so ist, dass das für jeden möglich oder machbar ist zu sein. Und ich fand von allem zu Lützeburg, also es schon aber relativ normalisiert, dass ihn dann ja, mit spätestens so fängt mit 30 dann eine Person von tut, mit der ihn dann will eine Wohnung kaufen oder ein Haus bauen oder so. Also das ist schon die Idealvorstellung ziemlich präsent ist einfach. Und es schwierig ist, auch Beziehungen außerhalb von den Vorstellungen zu feiern. Wenn er zum Beispiel will Single bleiben oder will allein wohnen oder will open Beziehungen feiern, nicht monogame Beziehungen feiern. Es geht nicht so einfach, als überhaupt Leute zu finden, die ähnliche Vorstellungen haben. Und wenn du auf eine Soiree gehst, es sous-entendu ist, dass du immer deinen Mann oder deine Frau mitbringst und am Anfang schwer ist, Leute lang zu treffen. Und genau, also so Beziehungsweisen irgendwie dadurch immens bestimmt, dann noch irgendwie vielleicht ein bisschen eingeschränkt gehen, gegen schon bald so. Ja, an noch ein Verleih sich in der Druck fühlen, dass sehr müssen, wie du siehst, so 4:30 soll in das irgendwie aufgeschlossen, der Prozess. Also schon selber Leute kannt, die wirklich unglücklich wären, dass sie Single wären und dass sie noch nicht the one quasi gefunden hätten, denken, dass du auch einfach ganz viel gesellschaftlichen Druck an den du hast, der den halt auch dann von den Eltern zum Beispiel gefragt wird, wie nie lehrst du endlich kennen, wie nie bestört ich endlich, wie nie kriegt endlich Kanner. Oft geht es ja gar nicht so um den nächsten Kannerwunsch, mehr um den Enkelwunsch von den Eltern. Und ich habe mir das Gefühl, dass das teilweise mitspielt. Ja, das, wie du siehst, die Leute, die sich nicht dem Druck wollen oder können, unterordnen, die haben es dann immens schwer für Alternativen zu finden, weil es dann einfach nicht mehr viele Leute gibt, die noch irgendwie übrig bleiben. Und plus könnt ihr noch dabei, dass es zu Lützburg die ökonomische Realität ja auch so ist, dass wenn du willst lang wohnen, da musst du wirklich viel verdienen, weil die meisten Leute können sich nun mal einfach nicht eine eigene Wohnung lohnen, auf Kaffee schwätzt man schon gründet, leisten, wenn sie just lang sind. Ja. Also du musst schon bald zu 2 sein. Von so Polyleute hätten nicht da vielleicht mehr einfach, wenn ihn zu 3 oder zu 4 hast für eine Wohnung zu lohnen. Mit die Wohnung muss ihn dann nochmal erfahren, die passt. Ne? Ja, weil zum Beispiel, also wir wollen auch mit 21 von 30 Leute als WG zum Beispiel weiter wohnen, auf die Wohnungen zu finden, die nicht großes Schlafzimmer haben, an 2 kleine Kammerzimmer, aber wo irgendwie allein schon Zimmer mehr oder Männer so abgedeelt sind, dass du an all Zimmer eine erwurste Person wohnen kann, ist schon immens schwierig. Also all die ganzen Wohnungen, die ganzen Strukturen vom Wohnen sind darüber ausgerichtet, ob entweder ein Single-Haushalt 2 Erwursener oder 2 Erwursener mit Kanner. Aber genauso ist es ja auch mit den Gesetzen zum Beispiel, dass auch die Legislatur darüber ausgelöst ist, wie viel Steuern du musst bezahlen, etc. Also es berät alle Bereiche vom Leben
quasi, die Normativvorstellungen, die Normen. Das fand ich eben das interessant und The Ultimatum Queer Love, dass auch Personen, die vielleicht nicht hetero sind oder vielleicht nicht cis sind, trotzdem auch unter dem Druck von den Normen stehen. Weil, also, ich meine, das sind 10 queer Personen, das sind cis-Frauen und nicht-binäre Personen, die mit spielen. Oder mit spielen. Das Reality-TV, das ist schon auch real. Und auch die haben ja voll den Narrativ von du machst mein groß lebt, aber wir müssen uns gerne genug haben und das soll für immer. Und das ist die größte Entscheidung von meinem Leben krass verinnerlicht. Also es gibt nicht nur Heteronormativität, mehr auch Homonormativität, weil es für queer Personen sich an heteronormativ Vorstellungen anpassen. Und das sehe ich zum Beispiel auch beim Mariage pour tous, auch wenn ich immens wichtig oder schön finde, wenn alle Personen, die wollen, sich können bestürden, dass die größten Ziele quasi Bestiertnis für jeder sind und dass jeder kann an den Militär gehen, sind schon einfach heteronormativ Vorstellungen von wie Beziehungen sollen sein. Und das ist sicher für Menschleute der cool, dass sie sich können an ihrer Koppel auch bestürden. Und mega wichtig. Aber für andere Leute gehen es vielleicht andere Themen, die am Anfang viel mehr dringend wären, aber die vielleicht auch viel mehr von denen normalen Vorstellungen vorstellen. Und dann hast du natürlich auch immer ein froh vom Murcht, also wer kann da bestimmen, also wem ist was wichtig, aber wer bestimmt, wer eine Gesetzesänderung geht dann so. Wir hängen da irgendwie alle gut mit dran. Also weil man beeinflusst von all den Erzählungen, von auch so Sendungen, die dann noch immens, soll in der homonormativ, heteronormativ, am Anfang gebe ich lieber so, und so Sendungen sind heteronormativ, auch wenn sie queer sind. Ja. So absurd, wie das doch klingt. Ja. Also ich verstehe den Term homonormativ, aber auch an seiner Wichtigkeit und so weiter. Wir sind ja alle gut beeinflusst von den Sachen an. Wir sind alle beeinflusst von den ökonomischen Realitäten. Das habe ich schon viel drin gesagt, das meine ich auch ganz klar, dass Leute sich auch wollen, können bestürden, für halt einfach Steuern zu spüren, für können Sicherheit zu haben am Alter, für können irgendwelche blöd medizinisch Sachen können zu zweit zu machen, wo den anderen besichern kann am Spital, wenn es einem nicht gut geht, was ja für nicht so einfach möglich wäre. Also du gehst nicht eine ganze Reihe praktisch Gründe, wieso so kann der Mariage für jeden als wichtig, aber in Asien nicht für jeden, also in Asien zum Beispiel nicht für polyamorös Koppeln oder Polyküler. Ja, das stimmt. Und du hast noch eine Norm, über die wir am Anfang noch nicht so wirklich geschwärzt haben, nämlich Monogamie. Also, dass sie nicht nehmen, dass es sich bestiert an Kanakrit oder zusammen etwas lohnt oder käft, mir auch, dass es die ein groß lebt oder die ewig groß lebt, als die einzig One. Oder? Und dass so Mononormativität immer so lang wie da ein großer Teil von dem Mythos ist. Und wenn du andere Leute attraktiv findest, ob sie ein Crush hast, sich für die interessierst, ist das Zeichen laut dem Mythos, dass die Person, mit der du zusammen bist, nicht the one ist, weil das ging ja keine andere Person rundherum gehen. Was dazu feiert, dass Personen, die nicht monogam oder polyamorös fühlen oder auch leben, einerseits nicht die gesellschaftliche Anerkennung kriegen, weil das ist ja keine richtige Beziehung, weil du hast ja mehr an, wenn er wirklich nehmen die eine Person wählt, dann ist das ja the one, und da brauche ich keinen anderen. Und es wird auch irgendwie so eine kapitalistische Logik, das ist mega witzig. Schon gestern ein Workshop mit Jugendlichen gemacht, am Hören relativ viel auch über die Frage geschwärzt, ob mir als Sexualpädagoginnen denken, dass es so die eine richtige Person gibt. Und dann haben wir so ein bisschen über Beziehungen geschwärzt. Dann hat von den Leuten, die da sitzen, die ganze Zeit nicht mehr sein Handy geguckt, an der ersten Reihe sitzen, hat 2 Stunden nicht gesagt, und da guckt ihn so rob, wo man so über polyamorös Beziehungen geschwätzt und sitzen mir, nee, also ist schon eine Freundin an, hat gehört mir jo. Und ich muss so ein bisschen lachen, weil einerseits ist es natürlich Patriarchat, also die patriarchale Vorstellung, auch historisch von Frauen, gehörende Männer für die Pappen, und durch Beständnis gehen sie weiter, und dann hier Ehemänner an dem ökonomischen System quasi. Mir auch so die kapitalistische Logik von, wenn du the one bist, da gehörst du dich. Also, dass eine Person dir kann gehören. Wie quasi auch so ein bisschen so ein Wur. Und ich auch ganz interessant fand. Also, obwohl dem Jugendlichen das nicht so klar war, und ich so mega das ein sehr gutes Beispiel von für den Mythos, wie der Mythos an so die Mikrostrukturen irgendwie verstrickt war, auf der Gefühlsebene nämlich. Heinz, du hast das Gefühl,
weiß nicht, mit den ganzen Mythen und so und Legenden, dass das vielleicht noch viel mehr alt ist. Natürlich könnte das auch aus den ganzen patriarchalen Strukturen, mir dadurch, dass das schon so ein Grundgedanke irgendwie seit der Zivilisation gibt, gibt es so Mythen, dass es irgendwie so the One Love gibt, was dann immer im Geholgen ist, für Sachen zu rechtfertigen, und für Leute an Beziehungen zu bannen, dass das einfach schon so alt, also mächtig wirkt, dass ich schon bald nicht mehr davon schwätzen kann, dass es so im Wure geht, mir wirklich um so Schicksal, also wirklich so groß wird, da wo ihn dann schon gut nicht mehr so kann, wo ihr das könnt. Das wird ja schon wirklich etwas Spirituelles bald. Ja, dazu ist dann auch zu dem einen Jugendlichen gesagt, mit dem ich viel über so gelebt dir und die groß lebt, an der sind für eine bestimmt das, weil, also ich fand das sind einerseits spirituell Frauen, die nicht mehr persönlich kann beantworten. Also da können wir auch hier am Podcast keine Antwort drauf geben, weil ob ihn unheimlich möchte oder irgendwie so Sachen, die über das Menschliche hinausgehen, an einem Netzwerk, wo alles mit nicht verbunden ist, gelebt, an das ihn Druck lebt, dass es einfach ein Grund gibt, für was den verschiedene Personen kennenlernt. Da das natürlich eine Frau, also die muss alle Personen für sich selber beantworten und hat auch irgendwie etwas mit Spiritualität oder vielleicht auch Religiosität zu dem. Und ich denke, da steht es alle Personen frei zu sagen, nee, ich fand, das war Zufall. Und ich glaube, Zufall an das war es. Oder zu sagen, nee, ich meine, dass das schon mehr ist. Und dann ist es natürlich so, dass vor allem, wenn wir über Religion schwätzen, das ja schon und Macht und Herrschaftsstrukturen, über die wir geschwärzt haben, auch irgendwie geknappt ist. Also, dass ja trotzdem auch nicht frei davon so ganz frei. Also ich fand, auf dem Punkt geht schwer, ob sie das irgendwie zweischneidig oder machen sich so ganz viele verschiedene Layern ab, weil einerseits, wenn ihr wirklich Druck lebt, okay, das ist ein heißer Mursch, die hört alles zwei zusammen bräuchte. Wir müssen zusammen bleiben, sonst geschieht irgendetwas Schlimmes oder sonst sind wir besser am Blickfeld von der Mursch. Dann heißt das natürlich, dass ich muss und der Beziehung schaffen und dass ich muss mit der Person zusammen bleiben, sonst sind ich irgendwie ein böser Mensch. Andererseits heißt das ja aber auch, dass ich dann nicht mehr kann weggehen und dass ich mich nicht kann zum Beispiel aus einer abusiven Relation retten oder da rausgehen, weil ich sie ja von Gott oder von wem auch immer und die Person gebunden gehen und ich muss das quasi erdrohen, weil das mein Schicksal ist. Da das eigentlich an andererseits zementiert, dass ja dann auch einfach die ökonomischen Realitäten, die ja auch vielleicht viel anderen, die gehen dann also bei einem komischen Schicksal, Vorbestimmung, Trücki dann mit anzementiert. Also ich fand das spannend, ne? Weil den Druck von der Erbe, die kann ich auch auch nicht gucken, kann ich auch so, okay, wenn die Beziehung gibt ein Problem, dann ist mein Partner aber nicht der One, dann kann ich mir sehr eine andere Sicht gehen, den da vielleicht der One ist. Ich hatte just noch nicht die richtige Fund. Aber es gibt dann aber irgendwo und da muss ich nicht in der Beziehung schaffen. Also da fand ich das darum irgendwie mit der Spiritualität, das bringt nachher so komische Lehrer mit dran, wo ihn da vielleicht auch nicht überlegt. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich war etwas Ähnliches nur gedurcht, wenn es um so Perfektion geht. Und ich fand, das spielt schon an dem Mythos mal dran von der ewigen, großen, perfekter lebt. Nämlich, es muss alles perfekt laufen, weil sonst sind wir nicht für eine bestimmt. Also ich bin einfach nicht der Meinung. Aber ich denke, dass Beziehungen immer eine gewisse Form von Arbeit mitbringen. Von emotionaler Arbeit, von Arbeit und sich selber, von Arbeit und der Beziehung. Und ich denke, dass als Person die Beziehungsarbeit auch muss machen, für dass eine Beziehung funktioniert und das nicht einseitig soll sein. Und du willst nicht all for sich in Beziehungen investieren, für dass sie funktionieren, weil ihnen sich bewusst ist, dass sie nicht perfekt sind und dass sie noch selber nicht perfekt ist und dass das niemals wird zu sein. Weil ich fand, das ist schon so ein Teil von so dem Kapitalismus, den wir haben. Du musst dich immer besser machen, du musst immer mehr perfekt gehen. Aber wenn du, weiß ich nicht, die heute Creme kaufst oder den dort einen Businessplan hast, dann bist du besser, wie auch immer. Und ich fand, dass schon bald eine antikapitalistische Art und Weise, Beziehungen zu feiern, zu sagen, es geht nie perfekt, es geht immer nicht mehr ernst, aber wir können als Bestmögliches machen an den Beziehungen. Aber gleichzeitig, das hat man so ein bisschen an der Episode mit Should I Stay, Should I Go? Also, und das ist eine mega schwierige Entscheidung, muss ich noch ein bisschen evaluieren, okay, geht die Beziehung mir gut? Also, wenn ich trennen ich mich, wenn ich also zu viel Arbeit, wenn ich aus der Arbeit zu unausgeglichen, wenn ich, also es ist wichtig, meine eigenen Grenzen und Bedürfnisse so zu valorisieren, dass ich mich muss von der anderen Person trennen. Also am Anfang, als der Mythos von der Ewiger lebt, das einzige, was daran ewig ist, ist der Struggle von herausfinden, passt die Beziehung noch zu mir oder nicht, aber wie viel Arbeit ist gut, aber wie viel Arbeit ist auch vielleicht nicht mehr gut. So, also immer an der Grenze sich zu bewegen und dem
dass es am Anfang nie rüber ist. Wenn ich so darüber nur denke, was du gerade gesagt hast, dann denken ich, das am Anfang mehr einfach, wenn ihn den Mythos von der ewigen Lebt auf Zeit trägt, weil dann kann ihn am Anfang mehr realistisch, ob das kannst gucken, wenn ich nur denken, das muss ja perfekt sein, ich muss da so viel Erbe draufstehen, also dann entbanne ich mich ja von der Decisionsmacht sozusagen. Na, dann hat ja irgendwie Schicksal dezidiert oder halt de Fett, dat so eng perfekt the one super leif das ewig leif das, dann kann ich selber ja nimi dezidieren, ob ich lo will dro schaffen oder net. Aber wenn ich dat selber realistisch gucken, also die ewig schläft göttet net. Ich kann aber probieren für die do meses lang Leben zu halen, auf hier die Erbisch, die muss gemäht gehen dran zu stirchen. Da kann ich das selber dezidieren. Da kann ich auch dezidieren, okay, da du hast mal den Punkt, wo man zu viel ist. Oder, nee, ich will mit dir drauf schaffen, dass die Beziehung weiter aufrechterhalten geht. Und die kann sich da ja auch ändern. Und dann hast du vielleicht nicht mehr ewig, aber dann hast du fluktuierend auf eine lange Zeit hin. Das fand ich ein dick wichtiger Punkt, weil das ist auch so ein bisschen eine Alternative vielleicht zum Relationship Escalator, oder? Also einfach von der Rolltrappe hochzuklammen, an jeden drun Trab zu holen, aber können zu dezidieren, ob wir eine Stufe meist zusammenstellen, aber was passt gerade? Weil eine von den Antworten, die ich dann auch an meinem Workshop gestern war, die junge Person hat mich gefragt, ja, mir war das mit Beziehungen, die sich an der Jugend kennenlernen, können die für immer halten. Und ich habe gesagt, ich fand das eine mega schöne Eigenschaft, dass Wöldruck leben, dass da eine Beziehung ist, die Wert hat, an den die Wert auch will schätzen, aber halten. Aber gleichzeitig als Jugend eine Lebensphase, an denen sich mega viel verändert. Und ich denke, das ist von Gründen, für was junge Jahre vielleicht Beziehungen nicht so lang halten, weil das einfach Phasen am Leben sind, wohin sich selber so viel ändert. Und wohin sich selber so viel muss kennenlernen, dass es fand ich immens herausfordernd ist, das auch noch innerhalb von einer Beziehung auszuverhandeln, von wer ihn lo ist, wer den lo will, wer den zusammen will. An ein Perspektiv, die ich immens entlarschen fand von dem Druck von Life für immer, also auch, dass es halt ganz normal ist, sich zu verändern. Und das meine ich lo gar nicht in terms of Queerness, vielleicht auch, also dass er sich an unterschiedliche Leute verläuft oder unterschiedliche Formen von Beziehungen wünscht oder weiß ich nicht, aus einer eigenen Identitätssache verändern, aber auch bei Personen, die vielleicht nicht so viel Fluktuationen in ihrem Leben haben, gehen trotzdem unterschiedliche Lebensphasen, wo man einfach andere Sachen braucht. Also von Plänerin bis Aufschluss von einem Job oder einer Ausbildung, Jobwechsel, Pension. Und ich denke, dass Beziehungen an denen Zeiten auch immer unterschiedliche Funktionen erfüllen. Und dass durch die Veränderungen am Leben schon bald unrealistisch ist, zu so eine Person, bei der ist das immer genau dasselbe, doch mit den Veränderungen am Mieten ist. Immer. Also du gehst du abschied von recht mit all dem, was du gesagt hast. Ich habe gedacht, wo du gesagt hast, vielleicht brauche ich eine andere Metapher wie den Relationship Escalator, aber mit all den Veränderungen, die ihr selber an Beziehungen so haben. Ich denke dann an so einen Fluss oder so ein Gewässer, den vielleicht mehr groß geht, die so meandert, also so Kehren möchte, die mehr groß, mehr klein sind, die vielleicht ein See, ein Weiher, ein Stausee geht, ganz tief geht, ganz andere mehr klein geht, dem könnte ich ja selber überlegen, was das alles hecht für Beziehungen auf ich selber. Aber ich fand, dass das einfach mir ein schönes Bild, ne? Dass du selbst am Fluss ist, seht ihr ja auch für Sachen, die sich verändern. Und irgendwann versandet vielleicht, irgendwann geht es vielleicht drüber, und irgendwann geht es vielleicht an mir, und was auch immer das dann hecht. Also, die muss ich selber überlegen, was die Metapher am Detail hecht, das kann ich noch nicht so. Aber ich fand das einfach ein schönes Bild für ein bisschen eine andere Vue, ob das ganz zu tun, wie so ein Rolltrap, die einfach immer nur übergeht, wo alles ja eskalieren muss die ganze Zeit. Was du siehst, man sich verändern und noch an der Jugend, fand ich alles ganz richtig. Und ich denke auch, das ist wichtig für mal selber herauszufinden, was ich überhaupt will von einer Beziehung, was ich überhaupt will vom Leben, was ich vielleicht will von anderen Leuten, mit denen ich will zusammen sein oder auch nicht. Das sind alles Fragen, die ich am Anfang noch gar nicht kann beantworten. Und ich meine, was du eine wichtige Erfahrung hast, als just weil wir als zwei gerade im Moment gern haben und lebt für eine verspielen, heißt das nicht, dass das für immer so muss sein.
Und noch wenn ihn am Moment vielleicht das Gefühl hat, kann sich das aber an der Jugend sogar teilweise ganz sehr ändern. Und da das Fakt vom Leben, den muss ich im Englisch akzeptieren. Und da das so eine Lektion, die ich lernen kann, was ja nicht herstellen, sich nicht die Beziehung da verändern kann oder sich nicht die Leben da verändern kann, an den nicht mit der Person, mit der ihn für die allererste Kehr zu Summe wäre, sein Leben lang zu Summe sie kann. Es gibt ja der Leute, es gibt der Beziehungen. Ich meine, das nicht alle Beziehungen, die so sind. Und da das meine ich auch etwas, was gut ist, weil es einfach immens viel verschiedene Leute gibt und immens viel verschiedene Sorten von Beziehungen, die alle gute ganz flott können sein. Und ich fand das auch nicht, dass die Gefühle, die vielleicht für die Person hat, low fake waren oder nicht richtig waren, weil ich fand den Flossmetapher immer schön. Und ich fand, die Gefühle sind auch so. Und Gefühle verändern sich ja auch ständig die ganze Zeit. Zu dem, was du gesagt hast, fallen mir 2 Sachen an. Die erste Sache, die mir aufgefallen ist, wo du so drüber geschwärzt hast, wie aus sich selber kennenzulernen und rauszufinden, was ihr will. Den einzigen, the one, den man an diesem Leben wahrscheinlich wirklich für ewig und immer haben sie mir selber. Also man kann so, ja, und ich denke, da hatte man an der letzten Episode über Trennungen manchmal ein bisschen drüber geschwärzt. Mega wichtig, auch die Beziehung zu sich selber zu pflegen. Also ich denke, das ist auch vielleicht eine immens wichtige Strategie gegen den Druck, den auf so romantisch-sexuelle Beziehungen lasst, sich selber nicht daran zu verlieren. Und die zweite Sache, die man dazu auffällt, hat man Gefühle zu dem. Schon 2 Bücher gelesen, die wir erst werden an Shownotes machen. Das eine heißt All About Love von Bell Hooks und das andere heißt Lieben als politisches Handeln. Und das am Anfang so ein Buch, das an 2 geteilt ist. Den zweiten Teil ist Kapitalismus entlieben vom Lan Hornscheid. Und beide so etwas Ähnliches, nämlich das lebt, weil mir schon viel über den Teil von der, die groß lebt, die ewig lebt, wenn er nicht viel über den Begriff von der lebt geschwärzt. Und sie so ein lebt als am Anfang nicht so gut als Nomen, mehr echt als Verb. Also etwas, was den möchte, was eine Handlung ist sozusagen. Ich fand interessant, dass am letzten Beispiel, also das Wort lebt, mehr so sehr denn so sich gern hun. Ich denke, dass du wennst mit to love, also zu lieben, sich gerne übersetzen. Und Bell Hooks sieht, dass es verwirrend ist, dass wir als Gesellschaft keine Definition am Anfang haben von was lebt am Anfang ist und dass es hilfreich kann sein, zu verstehen, wie man lebt am Anfang definieren. Und Bell Hooks sieht, dass so an der Gesellschaft lebt oft verwechselt wird mit Gefühlen, also lebt als gleich viele. Und Bell Hooks nennt das Kataxis. Kataxis bedeutet, wenn ein starke Gefühle für eine Person entwickelt, aufbaut, sich an die Beziehung investiert, dass die andere Person für ihr wichtig wird, dass sie sich verbunden spielt, vielleicht auch, dass sie sich verlebt. Und dass ganz viele Leute die Kataxis, also das Katak-Ding, verwechselt mit lebt. Und Bell Hooks sieht, dass lebt am Anfang viel mehr ist, wie nimmen starke Gefühle auf Verbundenheit spüren. Aber das hat auch mit Sachen wie Commitment zu denen hört, also sich gegenseitig fairen entscheiden, mit Respekt, mit Vertrauen, mit ehrlich, mit sich selber sein, mit der anderen Person, mit offener Kommunikation, mit Care, also Fürsorge und Umsorgen, mit Affektion, mit Unerkennung. Aber ich fand, was in der Definition immens schön ist, als dass so, wenn ihr lebt als Handeln und als mehr wie nimmen die Gefühle versteht, auch so lebt an Gewalt, an Abusivbeziehungen nicht können mit denen an hier gehen, weil man ja auch für drin bisschen geschwärzt hat, okay, wie nie also gute Moment zu gehen, dass das vielleicht auch so wie eine Form von Hilfsmittel kann sein, zu gucken, okay, wie definieren ich lebt überhaupt und mit was kann das koexistieren und mit was nicht, weil es gibt ja auch zum Beispiel so Love Crimes, also das ich weiß nicht, Feminizide zum Beispiel, also dass Frauen von ihrer Partnerin erschossen gehen, erstach gehen, geschlagen gehen. Und Bell Hooks sieht, das lebt als, und das lesen schon mal kurz vor, the will to extend oneself for the purpose of nurturing one's own and another one's spiritual growth. Also wenn ihn interessiert ist und dem spirituelle Wachstum von sich selber und von der anderen Person. Und das halt Formen von Gewalt nicht an die Definition von lebt mit Raphael. Also ich muss so ein Typ mich relativ impressioniert, also schon das Kapitel zu der Definition von lebt von Bell Hooks schon maybe einkehr gelesen und ich fand das hier ein immens wichtigen Reminder, dass lebt etwas ist, wie wir handeln, wie wir als eine Beziehung zu uns selber und zu anderen stellen und nicht etwas, was ich kann hun oder besitzen oder was süß die starke Gefühle sich irgendwie dreht. Also mir hilft das da ziemlich viel
auch für andere Sachen optionen andere Frohen zu beantworten, die ich mal noch gestaltet hat. Also eng davon wäre bisschen so die froh, wenn den bisschen mir alget und dann sich irgendwie denkt bei einer Beziehung, oh, das du sollt vielleicht noch ein bisschen lang halten und dann steht ja da irgendwie so am Raum, so als das dann lo the one, als das dann lo die ewig lebt. So, ich denke mal, kann auf jeden Fall sein lang lebt sein, wann ihn das will, aber wenn ihn darunter schafft, aber wenn ihn das lebt als Verb, wenn ihn das möchte, aber wenn ihn sich dazu dezidiert. Und das fand ich schon immens schön und immens hilfreich. Weil dann ist den Unterschied zu, ja, ich will länger mit dir zusammen sein und ich will für immer just mit dir zusammen sein, dann ist den Unterschied auch einfach mir klar, was das heißt und wen in der Beziehung schaffen kann und was er machen kann. Und das, was du über Gewalt gesagt hast, das ist natürlich auch immens wichtig und das immens hilfreich einfach für die Sachen zu erklären, dafür zu erklären, wie sie das kein lebt kann sehen. Ja, und ich fand es auch hilfreich, dass ich vielleicht kann an einer Koppel mit denen definieren, was für ihn lebt an einer Liebesbeziehung sind hecht, für vielleicht auch sich klar zu gehen, was so die gemeinsamen Vorstellungen sind und ob die auf Dauer vielleicht auch zusammenpassen oder nicht. Das ist natürlich hart, also ich denke da an Beziehungserfahrungen, zu merken, dass so die Definition, die ihn selber oder auch gemeinsam verlebt wird, nämlich liebevoll mit denen umzugehen, sich liebevoll zu begegnen, unerkennend zu begegnen, sich gegenseitig zu umsorgen, dass sie vielleicht an einer Beziehungsdynamik gelandet ist oder an einem Punkt gelandet ist, wo ihn die Sachen nämlich alle gut kann erfüllen, auch wenn ihn sich immens gern hört und immens stark Gefühle zu der Person hört, sich investiert wird an die andere Person für ihn mega wichtig ist. Ein Teil von den Sachen, die bei Hook steht, dass ja auch Ehrlichkeit mit sich selber, mit anderen, dass das da vielleicht die Qualität ist, die ihr noch braucht, zu sagen, okay, vielleicht kann ich an der Beziehungsdynamik, die wir haben, oder der Punkt, wo wir haben, dann nämlich alles gehen, für meine eigene Definition von Leben so zu erfüllen. Was natürlich immens hart ist. Ja. Nee, natürlich auch. Und darüber haben wir ja auch schon viel geschwärzt, eine Chance für Sachen vielleicht einfach anders zu definieren und anders zu gucken. Es gibt ja ganz viele Formen von Beziehung. Wir hatten da viel über queer platonische Beziehungen geschwärzt, was das alles kann sein, was für verschiedene Aspekte das kann haben. Und das fand ich auch immer im hilfreich, für auf so Beziehungen zu gucken. Gibt das eine Trennung, das natürlich nicht unbedingt mehr einfach möchte, aber du kann da vielleicht um die Flussmetapher kommen und so, ja, vielleicht machen wir einfach einen Schlenker, inzwischen anders das hin, und Ja. als ein Hauptfluss verdrischen quasi, und dafür gehen wir einen neuen Berg nur, und das entwickelt sich anders. Ja, und ich meine, über nicht monogame, polyamoröse Beziehungen oder auch so queer-platonisch, auch freundschaftliche Beziehungen, haben wir schon viel geschwärzt und ich denke, dass das Wege auf Fluss sind, die immens wertvoll sind, für aus dem Mythos auch ein bisschen rauszuschwammen, sich vielleicht frei zu schwammen, sozusagen. Und wenn wir ja gerade Pride Month haben, also mir in Ula ist so, dass das schon viel auch aus der queerer Community könnt und dass das am Anfang etwas ist, was gesamtgesellschaftlich einfach hilfreich ist. Und das ist mega wichtig von ihnen zu valorisieren, die Arbeit, die Queers da machen. Vielleicht auch für bestimmten Macht- und Herrschaftsverhältnisse zu verändern. Und um mehr Freiraum zu schaffen, wie vielleicht den betonierten Kanal, den die Idealvorstellung ist an unserer Gesellschaft. Und ohne wollen Leute schlecht zu reden oder irgendwie auszustoßen. Ich meine, das war ein mehr weit wie die zwei Buchstaben von LGBT und so weiter geht, der den dann immer mehr auf Formen von Beziehungen, auf von Körperlichkeiten, auf von Lebensformen könnt, die halt die herrschenden Normen afro stellen, und die halt die Mythos von der ewigen Leben auch forcément einfach afro stellen. Also kann ich einfach vielleicht ein Beispiel geben von Leuten, die bisexuell sind, die mehr wie just Geschlecht unzählend attraktiv fanden, mit Personen von just mehr wie einem Geschlecht vielleicht auch wollen zusammen sind, da sind dann relativ sehr an Beziehungsformen, wo es vielleicht nicht the one gibt, aber wo es vielleicht einfach mehr Leute gibt. Nicht, dass das forcément so ist, aber das ist aber mehr einfach, sich dahin zu denken an halt andere Beziehungsformen umzudenken. Das ist nur just ein kurzes Beispiel gewesen. Also ich fand das auch immer wichtig für das zu betonen, dass halt
ja wie du siehst die ganz Möglichkeiten du abgemäht gehen an die aber auch Schiedvereingang können helfen. Ja, oder dass halt Personen, die vielleicht an sich die Möglichkeiten spüren, die nicht den herrschenden und dominanten Normen und Vorstellungen entsprechen, denen auch können no gehen. Also das quasi ein gut Leben bedeutet ein gut Leben für alles mein ein bisschen heischgegraft, aber für möglichst viele Personen. Also dass es gut nicht darum geht, zu so Leute, die Bock haben, ein Haus zu bauen und es bekannter zu kriegen, sie schlecht, aber dass es echt darum geht, abzuweisen, wie die Struktur von unserer Gesellschaft halt nicht in einem bestimmten Pool und Leute ein gut Leben nur ihre Vorstellungen ermöglichen. So. Ja. Joel, ich fand es witzig, du hast ja am Anfang gesagt, du hast Angst, dass man über meine Masterarbeit schwätze. Ja, und mal über den Masterarbeit schwätzen. Ein bisschen, weil die Flussmetapher, die du da gemäht hast, die ich von der wunderschön fand, also meine Einleitung von meiner Masterarbeit mit drin, weil ich Leben und Schreiben von einer Masterarbeit mit einem Fließgewässer vergleichen. Ein Fließgewässer ist eben eine Mischung zwischen Fluss und See. Und ich müsste schmunzeln, wo du das gesagt hast. An meiner Masterarbeit geht auch ein bisschen um die großen Strukturen vom Kapitalismus, vom Heteropatriarchat und von der weißen Vierherrschaft. Also, weil ich denke, dass ja, es Vorstellungen von Beziehungen auch verläuft und von wie Beziehungen sollen ausgesehen, von denen bestimmt sind. Da wenn es mir ein bisschen über mich machst, habe ich auch geschwärzt. Ja, ich meine, das ist auch einfach schwer, also ein großer Erwischt, dann sich ganz davon zu lesen an. Und plus sind das einfach Themen, die ganz gut an diesen Podcast passen. Und Das stimmt. am Anfang immer mit allem zu dienen, über das wir hier schwätzen. Ja, das stimmt. Ich meine, wir sind um einen gekommen. Ich meine noch. Der mir auf jeden Fall ein großes Fried für mich mit dir abzuhören. Ja, mir auch. Ich hoffe, also Nullleisterinnen hat es auch Spaß gemacht für uns Nutzleistern. Für mich wäre das einfach ganz erhellend. Dann bleibt noch ihr schöne Rest vom Pride Month zu wünschen. Schöne Sommer. Wie der Joel immer sieht. Stay hydrated. Yes. Und bis zur nächsten Episode. Ciao, ciao. Ciao. Ein gut froh. Gut gefroht. Ein gut froh. Was huet Masturbieren mit Kreativität zu tun? Du willst mehr kreativ sein, dich ausdrücken, deine Stilweisen zu dir finden und dich verbunden fühlen? Dann masturbier. Wie und für was Masturbieren und Kreativität mit denen verbunden sind und sich auf denen aufbauen, findest du hier raus. Masturbieren ist eine normal und häufige Praxis, die ihn allein oder zu pur machen kann. Es gibt nicht viele Studien zu dem Link zwischen Masturbation und Kreativität. Wir haben sind mal ein paar Punkte, die dir helfen können, den eigenen Gedanken zum Thema zu machen. Masturbieren hilft sich mehr verbunden mit seinem Geist und Körper zu fühlen, was helfen kann, Kreativität zu fördern. Sexuelle Energie und Lebensenergie sind gut Treiberinnen für die Kreativität zu stimulieren. Es kann auch kein Stress helfen. Wenn ihr mehr relax ist, hilft es auch, kreativ zu sein. Viel Stress und Angst können Kreativität blockieren, weil ihr nicht mehr normal denken kann. Masturbieren hilft auch beim Schlafen. Es schläft ihr mehr einfach an und es schläft ihr mit tief. Guter Schlaf hilft bei der Kreativität, weil ihr sich dann ganz auf die Kreativaufgabe konzentrieren kann. Masturbieren hilft auch, ein gesundes Prostat zu halten bei Personen mit Prostat. Es stimuliert Muskeln am Pelvis und es fühlt sich mehr gesund. Das hilft indirekt, mehr kreativ zu sein, weil ihr sich auf die Kreativaufgabe anlassen kann, ohne von Peng aufgelenkt zu sein. Wenn ihr masturbiert, stimuliert ihr am Gehirn den Reward Pathway, also den Teil, der Belohnungen signalisiert und Dopamin ausschüttet. Dopamin, der Neurotransmitter, der beim Masturbieren und beim Orgasmus ausgeschüttet wird, verstärkt Plezier, Motivation und Kreativität. Dopamin hilft gut gelaunt zu sein, sich wohl zu fühlen und damit auch mehr kreativ und produktiv zu sein. Masturbieren macht gut gelaunt, sich gut zu spüren und positiv Sachen zu denken und zu fühlen, hilft kreativ Energie zu sammeln.
Wann ihr sich gut spielt, also mehr sozial und natürlich die mehr Lust, sich kreativ auszudrücken. Masturbieren, sich uppacken, entdecken, also sich mehr zu sich verbunden fühlen, als eine Art Mindfulness, also Achtsamkeit. An dem Sinn am Moment selber ist und mit seinem Körper präsent ist, fühlt er sich mehr mit den eigenen Emotionen, Gedanken und Sensationen verbunden. Das hilft dann bei der Kreativität und dem Ausdruck von sich selber. Sexuelle Energie hat also einen direkten und hast du einen indirekten Impact auf den Kreativenergie. Es ist also dir zu entscheiden, ob du durch Kunst, Musik, Schreiben oder Kreativproblem lösen lässt. Was du nun Masturbieren noch immer Honig, dann überlege, was dein Lieblingskreativart weiß, als zu masturbieren. Hast du noch Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Das schreibe ich auf sax@ara.lu. Frohe gehen natürlich beantwortet, wenn ihr das mehr annehmen nennen. Über Feedback freuen wir uns immer. Ihr fand Mayway Sax auf Facebook, Instagram und saxpodcast.lu oder auf all eure gewünschten Podcast-Plattformen. Maybe Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mit finanzieller Unterstützung vom Ministère für Education, Kanner und Jugend. Und mit freundlicher Unterstützung vom CESAS, dem Nationalen Referenzzentrum für die Promotion von der affektiver und sexueller Gesundheit. Der Ministère für Education, Kanner und Jugend an den CESAS gehen alle Responsabilität für die Inhalte von diesem Podcast auf.